Stelle, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama unterhält sich mit der muslimischen Gemeinschaft in Ladakh. Tibeter feiern den 75. Unabhängigkeitstag Indiens. Repräsentant Tinle Chökyi trifft Würdenträger in Tschechien und der Schweiz. Office of Tibet Washington DC organisiert einen Workshop für tibetisch-amerikanische Jugendliche. Seine Heiligkeit der Dalai Lama traf diese Woche mit den Mitgliedern der muslimischen Gemeinschaft in Ladakh zusammen. Seine Heiligkeit wurde am Dienstag bei einem Empfang des Ladakh Muslim Coordination Committee LE in Shahi Hamdan Masjid Sharif Sheikh sowohl von den Führern der schiitischen als auch der sunnitischen Gemeinschaft begrüßt. Während des Gesprächs erinnerte seine Heiligkeit an die guten Beziehungen zwischen den buddhistischen und den muslimischen Gemeinschaften in Tibet und an seine Freundschaft mit muslimischen Kindern in seiner Kindheit. My own birthplace area, northeast Tibet, a lot of Muslim families. Since childhood, your daily prayer, I heard. Like that. Then, these Muslim families, they say very fond to me. I think, frankly speaking, I was very small, but quite clever. So you see, every, the neighbor people loves me. Seine Heiligkeit betonte die Förderung der Warmherzigkeit, die das gemeinsame Ziel der verschiedenen philosophischen Standpunkte, der verschiedenen religiösen Traditionen ist. The Himalayan range people, something very special connection with Tibetan culture. Religion is individual matter, but warm-heartedness is for everyone need. So I really appreciate, and the whole Himalayan range people really kept that tradition. I really appreciate. And then religious harmony, very important. Different philosophy, different history, but all carry same message of love. So, harmony among the different religious traditions, very essential. So now here in Ladakh area, particularly in this area, Muslim brothers, sisters, and Buddhist brothers, sisters truly live together very harmoniously, wonderful. In der Masjid Sharif der 1482 erbauten Moschee verrichtete seine Heiligkeit seine Gebete. Während seines Besuchs in Zanskar am vergangenen Samstag besuchte seine Heiligkeit der Dalai Lama auf Einladung der muslimischen Gemeinde von Badum das Eidgah. Seine Heiligkeit drückte seine Freude darüber aus, dass die muslimischen und buddhistischen Gemeinschaften in Zanskar in enger Harmonie miteinander leben. In Padum sprach seine Heiligkeit auch vor mehr als 4000 Schülern und jungen Menschen über soziales, emotionales und ethisches Lernen, das die Erziehung des Herzens und des Verstandes beinhaltet. Indien feierte am Montag dieser Woche die Vollendung seiner 75-jährigen Unabhängigkeit oder Azadi Ka Amrit Mahotsav. Die Tibeter im ganzen Land, angeführt von der tibetischen Zentralverwaltung, feierten diesen Anlass mit Dankbarkeit für die Großzügigkeit des Gastgeberlandes und seiner Bevölkerung. Die tibetische Zentralverwaltung hisste an diesem Morgen die indische Nationalflagge vor ihrem Gasha-Gebäude.
Während einer Festveranstaltung im Tibetan Institute of Performing Arts in Dharamsala gedachte Sejong Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung der Märtyrer Indiens, die gegen die Kolonialherren für die Freiheit gekämpft hatten, und lobte die kolossalen Entwicklungen in Indien nach der Unabhängigkeit unter verschiedenen Führern. Der Hauptgast der Veranstaltung war Shri Kishan Kapoor, Parlamentsabgeordneter aus Gangra Champa sowie andere lokale indische Verwaltungsbeamte und die regionalen Mitglieder der Indo-Tibetischen Freundschaftsgesellschaft. Die Tibeter in Canberra, Australien, feierten den Anlass in Anwesenheit des Vertreters Karma Singhi vom Büro für Tibet in Australien. Die Veranstaltung wurde vom indischen Hochkommissariat und dem australischen Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Handel mitorganisiert. Das Hauptbüro in Bangalore und die Büros der tibetischen Siedlungen in Delhi, Bir, Dalhousie, Kulu, Paonta und Kalimpong feierten ebenfalls in Anwesenheit indischer Würdenträger und Freunde des 75-jährigen Jubiläums der Unabhängigkeit Indiens. Der Vertreter des Genfer Tibet-Büros, Tinley Chökyi, absolvierte in Begleitung von Gedin Zomo, UN Advocacy Officer, seinen ersten viertägigen Besuch in Prag, Tschechische Republik. Tinley Chökyi wurde von Jiří Oberpfalzer, dem Vizepräsidenten des Senats, empfangen und traf sich mit dem Vorsitzenden der Gruppe der Freunde Tibets im Senat und dem Vizepräsidenten des tschechischen Senats. Sie nahmen auch an einem Treffen mit den Mitgliedern der Senatsgruppe für Tibet teil. Die Senatoren bekräftigten ihre anhaltende Unterstützung für Tibet und das tibetische Volk. Die Abgeordnete Tinley Chökyi traf auch mit dem stellvertretenden Außenminister, dem stellvertretenden Minister des Kulturministeriums, dem ehemaligen Kulturminister und außenpolitischen Berater, dem Pressesprecher, dem Vorsitzenden der Piratenfraktion, einem Mitglied des Prager Stadtrats und dem ehemaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten der Abgeordnetenkammer zusammen, wo sich die Abgeordnete bei den Ministern für das Treffen bedankte und die Dankbarkeit des tibetischen Volkes gegenüber der Tschechischen Republik für die langjährige Freundschaft und Solidarität mit Tibet zum Ausdruck brachte. Der Repräsentant Tinley Chökyi stattete der Staatssekretärin für Migration der Schweiz, Christine Schraner-Burgener, diese Woche einen Höflichkeitsbesuch ab und sprach die schwierige Situation der Tibeter ohne Papiere in der Schweiz an. Das Office of Tibet Washington DC organisierte in Zusammenarbeit mit dem Tibet Fund am Donnerstag letzter Woche einen viertägigen Workshop über säkulare Ethik und Jugendführung im Garrison Institute. Der Repräsentant Namgyel Chödhup sprach über das Thema der Verbindung zwischen der CTA und tibetischen Jugendlichen und untersuchte Möglichkeiten, wie sich tibetische Fachleute effektiver für die tibetische Sache einsetzen können. Unter der Leitung von Sundu Sampel, Koordinator des SEE-Lernprogramms an der Emory University, und der Dr. Tenzin Sonam wurden die Teilnehmer mit den Konzepten des Mitgefühls und der gegenseitigen Abhängigkeit sowie mit der Kultivierung von innerem Wohlbefinden und Resilienzfähigkeiten vertraut gemacht. Die Sitzungen wurden durch Aktivitäten wie Gruppenprojekte und Outdoor-Aktivitäten aufgelockert, um die Entwicklung innerer Werte und Fähigkeiten praktisch zu trainieren. An dem Workshop nahmen über 80 Studierende aus 38 verschiedenen Universitäten und 15 Gymnasien teil. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.